Hi YouTube, in diesem Video habe ich mit Franklin die Schweiz leer gefressen. Losgelöst. Geiles Intro. Geiles Intro. Geiles Intro. Fußball. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu Teil 2 von Fußball Flavors. Ich begrüße euch heute aus Zürich in der Schweiz, unser nächster Gegner. Und heute werden wir die Schweiz und die Kulinarik erkunden. Das Ganze mache ich nicht alleine, sondern ich habe einen waschechten Schweizer dabei. Habe die Ehre, mein Lieber. Maelo am Start. Ne? Heute, ich sag mal so, heute wird es sehr, sehr geil. Aber verdammt teuer. Verdammt teuer? Ja, auch nur ein Imbiss ist verdammt teuer. Wusstest du, dass Zürich die sechstteuerste Stadt der Welt ist? Nur? Nur, ja. Es ist mittlerweile, New York hat euch eingeholt. Ihr wart aber lange Zeit die teuerste Stadt. Aber ich glaube, für mich als Deutschen wird das dennoch hier ein absolutes Debakel. Hoffentlich nicht. Es ist nur die sechstteuerste Stadt der Welt. Bro, ich habe gedacht, das wäre die absolut teuerste Stadt der Welt. Habe ich wirklich gedacht. Papa Platte in der Schweiz, Bro, Mann. Hört auf, hört auf, hört auf. Wieso jetzt? Wieder Fußball, denn ich glaube, wir werden die Schweizer hier auf jeden Fall wegballern. Was die Schweizer denken, was glaubst du, was denken die meisten Schweizer? Die denken schon, dass ihr gewinnt, oder? Ja, safe. Müssen wir. Eigentlich, ich sag dir ehrlich, nach den ersten 2 Spielen, die Schweiz gewinnt gegen Deutschland. Okay, mal schauen, was die restlichen Züricher hier sagen, wie das Essen ist. Es gibt Schokolade, Käse. Du hast alles rausgesucht. Du führst uns zum ersten Spot. Ich würde sagen, ich habe eine Menge Kohldampf. Let's go. Wir sind hier beim Café 1842 und hier gibt's angeblich die beste Hazy Schoki der Welt. Oh, leckere Schoki. Heiße Schoki. Freue mich schon. Back mal, was uns da backt. Auf geht's. So schauen die Dinger aus. Wunderschön und sahnig. Ich glaube, Seit wann bist du so klein? Chat. Ich bin 1,85 groß. Ruhe. das ist so eine der Sachen, woran man bei der Schweiz am meisten denkt. Das ist die Schokolade. Die gibt's flüssig, kalt, aber auch heiß. Die gibt's in allen Formen. Das ist jetzt eine heiße Schoki. Okay. Und die hat nur entspannte 59 Schweizer Franken gekostet. Oder sind das in Euro? 9 Euro, irgendwie sowas. 9 Euro für eine heiße Schokolade ist crazy, oder? Okay. Das ist eigentlich ein faires Ding, ne? Kann man machen. ist eigentlich so. 18 Euro, dafür könnte man auch essen gehen, aber wir trinken 2 heiße Schoki. Ordentlich mit Schlagrahmen. Also, oh, alles auf den Boden Schlechtes gefallen. Omen, da wird die Okay. Schweiz auch verlieren. Wir gehen rein, die Schweiz gewinnt, ist mir egal, komm. Oh. Wow. Das ist ein Cheat Meal, Alter. Minusaura, aber wenn mir das Ding auf den Boden gefallen ist, oh. Diese, schau dir mal an, sieht man die ganze Sahne hier oben drüber. Ich glaube, da ist auch aufgeschlagene Milch so ein bisschen mit dabei. 100% schon nur, was mir hier alles entgegenkommt dann. Bro, ich hab einen Schnauzer. Das sieht man ja gar nicht. Bro, das ist auch Minusaura, oder? Damn, Bro, ich hab schon so viel Aura verloren. Schlagsahne an allem möglichen. Was ist das hier? Hier wohl noch so ein... Wie sehe ich aus, Digga? Mann, wie trinke ich meine Schokolade? So wie so ein Gollum-mäßig, so. Digga, wie mache ich das, Mann? Trinkt man sowas als Schweizer ab und zu tatsächlich oder ist das so Klischee? Das ist so Klischee, so Klischee-Essen. Ab und zu, vor allem beim Skifahren, ist das so ein Go-To-Essen und Trinken. Trinken, ja, ist auch schon fast ein Essen. Wir lassen uns das hier schmecken. Typisch schweizerisch geht's los und wir bleiben auch gleich bei Schokolade mit dem nächsten Frühstück. Und wir sind angekommen am nächsten Spot. Eigentlich ist ein bisschen eine Touristenfalle, aber wir sind jetzt hier bei Sprüngli. Viele Leute kennen wahrscheinlich die Lindt-Schokolade und hier die, wie sagt man dem, die Mutterfirma Sprüngli. Wir gehen jetzt rein und testen ein bisschen Schokolade. Was ist? Ich kenn Schokolade nicht. Ich habe nie Schokolade noch gehört? nie Schokolade gehört. Okay, Oder crazy, ich okay. habe gehört, das soll so... Okay, dass man in Bayern keine Schokolade isst, ist Nee. crazy. Ich wollte gerade ein schönes Souvenir mitnehmen für Deutschland. Diese Schokolade kostet einfach 50 Schweizer Franken. Das ist Katastrophe. 50 Euro für das Ding, für diese Packung, Chat. Das ist Katastrophe. Ich glaube, die stelle ich wieder zurück. Das ist normaler Schweizer Preis. Also, wir sind hier auf der Bahnhofstraße. das war so Das ist das, was geil, München, Chat. die Maximilianstraße ist, somit die teuerste Straße in Zürich. Und das, was wir vor uns sehen, Leute, was schätzt ihr, was kostet das? An meine deutschen Zuschauer. Ich schätze mal, in München würde man so 40 Euro dafür vielleicht. Okay, was schätzt ihr, Chat? Wir haben hier eine Cremeschnitte, Sahne-Soufflé, ein Cappuccino, ein paar Luxemburgerli, Birchermüsli und noch eine Schokolade. Wie viel kostet das hier? Ich sag 80, 150, 80, 60. Hier sind es einfach 100 Euro. 100 Euro an Essen. 100 Euro hat das gekostet hier. Bro, das ist Melo, du bist echt cool und Es ist gottlos. Und das ist jetzt nicht extrem viel. Also, Nein, es ist nicht extrem viel. Da hast du recht. Hier mal was Klassisches bestellt, und zwar das Bircher Müsli. Das ist auch typisch geil aus. schweizerisch und eigentlich sehr nahrhaft. Haferflocken, Nüsse drin und Kerne. Und das Ganze dann, glaube ich, so ein bisschen
über Nacht ziehen lassen oder Ja, so. ja, Und ist dann gibt geil. es noch einen schönen Brei, also wirklich ein richtiges Powerfood. Und ich bin echt enttäuscht, dass du den Unterschied zwischen Lind und Sprüngli nicht kennst. Ja, okay, jetzt reicht's. Das weiß man. Hab ich Scheiße als, gelabert? Digga, als Deutscher weiß man das. Dass 1892 Johann Rudolf Okay, ja, seine jetzt Firma kommt's. Sprüngli aufgeteilt hat an seine zwei Söhne. Oh, das hat mich überhaupt nicht Ach interessiert. so, danke Weiß für man die noch. Info. Ja, okay. Ja, was, da kommen wir noch zu einem anderen Quiz, was mich interessieren würde. Was schätzt du, wie hoch ist der Transfermarktvolumen der Schweizer Nationalspieler? Wie viel ist euer Volumen, eure Mannschaft wert? In Millionen Euro, Chat. Was sagt ihr? Was sagt ihr? 1 Euro? Ich sag jetzt einfach mal, wir haben ein paar Hochkaräter drin. Ja. Ich sag, wir haben 83 Millionen Euro. Viel mehr. Was? Viel mehr? Was? Die Schweiz ist teuer, selbst die Spieler bei euch sind teuer. For real? Ja. Ah, okay, dann 150 Millionen. Noch mehr. 200 Ich Millionen. muss sagen, ich war auch überrascht, als ich gelesen habe. 281,5 Millionen ist eure Mannschaft wert. Was? Ja, das ihr hätte seid- ich niemals gedacht. Ihr seid Weltranglisten 19. und wir sind 16. Und euer teuerster Spieler ist Gregor Koppel. Der Torwart. Kobel, ja. der Torhüter von Mit BVB. Dortmund. Ja, 40 Millionen. Krass, was? Und eures ist nur ein bisschen teurer? Schon ein bisschen mehr, viel teurer. Ja, okay. Deutschland insgesamt 831 Millionen. Okay, das ist krass. 800 Millionen ist crazy. Bro reactet, als hätte er keine Ahnung, was da passiert. Ich bin zwar erst 17 Jahre alt, aber ich habe ein Kurzzeitgedächtnis. Ich bin schlecht im Kopf. Aber im Vergleich zu England, Aber- die haben 1,5 Milliarden. Was? Du wegen Bellingham. Naja, aber. Und das Müsli ist? Das Müsli ist ehrlich gesagt brutal, Alter. Das ist richtig gut, Yes. Mann. Das Müsli schmeckt richtig frisch und lecker und nach Erdbeeren. Und wir haben uns hier auch so ein paar kleinere Sachen bestellt. Unter anderem für 20 Euro eine Tafel Schokolade. Tafel Schokolade für 20 Euro. Da bleibt dir selbst das Wasser im Hals stecken. Ja. Selbst das Mineralwasser aus Gold bleibt hier stecken. Wir gehen rein. Ich würd Das sagen, passt ungefähr auch vom Volumen. genau. Abfahrt. Boah. Das ist geil. Hier sind Haselnüsse drauf. Die sind wie Popcorn außen so karamellisiert. Sieht geil aus, oder, Und haben Chat? so einen leichten Crunch. Sieht geil und aus, ein knusprig. Chat. Und dann haben wir salziges Karamell. Die Schokolade, würde ich sagen, vom Geschmack her sehr ähnlich wie Lind. Man hat so kennt, super weich und ganz süß, weich. Nicht so, ich hasse, dass eine Schokolade so körnig ist oder sowas. Weißt du, so sandig. Ja, okay, das ist aber nur die Billo-Schokolade, Ja. die so schmeckt. So. Ich finde es immer geil, wie du das beschreibst. Du hast so viele Adjektive, um wirklich Essen zu beschreiben. Das ist schön. Schön. Und dann haben wir uns hier noch, was hast du jetzt? Das ist eine typische Sache, die ist Oh, typisch. kennt man das in Deutschland? Wisst ihr, was das ist in Deutschland? Nee. Das ist eine Cremeschnitte. Eine Cremeschnitte, Baby. Das ist eine sogenannte Cremeschnitte. Und hat halt Creme und ist halt einfach eine Schnitte so. Und ehrlich Ich hab's mega gut beschrieben. Ich hab auch so gedacht, Bro, wie soll ich das beschreiben? Es ist halt Creme. Es ist halt einfach eine Schnitte, Digga. gesagt habe ich keine Ahnung, was genau da drin ist, was genau das Dings ausmacht. Aber ich würde dir gerne ein Stück anbieten. Okay, Schweizer Cremeschnitte. Die ist so geil, Das ich ist, lieb das ist eine Cremeschnitte. Spezialität. Also ich wusste nicht. Blätterteig und dann so Pudding drin oder sowas. Ja, genau. Es ist so Vanillepudding und dann obendran noch eine Zuckerglasur. Es ist so, ich finde es mega geil. Ist geil. Ja, wie so ganz dünner Croissant-Teig mit Vanillepudding und dann Zuckerguss drüber. Mehreren Schichten, kühl, kommt sehr gut, sehr lecker. Geil. Kommt Schmeckt tatsächlich, gefährlich, ja. ziemlich nice. Hier habe ich mir noch ein Soufflé irgendwie. Das ist nicht typisch schweizerisch. Das kenne ich so nicht so. Sahne-Soufflé, einfach Sahne und ein bisschen Schokolade drüber. Das ist crazy, aber ja. Das sah irgendwie geil aus. Du hast hier ein Rahmensoufflé rausgelassen. Genau. Und original. Oh, es hat noch ein bisschen. Okay. Oh, aber es sieht Ist das auch geil aus. typisch? Das noch nie gesehen. 95% Rahm, 1% Soufflé. Ja. Eigentlich nur Schlagsahne. Ja, schmeckt Es sieht geil aus. Trotzdem ganz nice. Und zu guter Letzt, boah, wir essen uns hier wirklich durch. Macarons gibt's ja. Nee, die heißen nicht Macarons. Dann Wie? müssen wir dich korrigieren. Okay, was wird das jetzt? Das sind die guten alten Luxemburgerli. Ach, Schmarrn, heißen die wirklich so? Ja, das sind die Luxemburgerli von Sprüngli. Kennst du nicht? Kenn ich nicht, ne? Aber ich würde sagen, weißt du was? Der nächste Spot wird herzhaft, den hast du ausgesucht. Ja, das wird ein gutes Mittagessen. Klassisch schweizerisch. Am Sonntag spielt Deutschland gegen die Schweiz. Was glaubst du, wer wird gewinnen? Schweiz. Wie viel? 2-1. Ja, Okay, ich yes, sag, sir. Deutschland gewinnt 2-1. Glaubst du auch, dass ihr 2-1 gewinnt? 2-1 ist gut, guter Call, ja, guter Call. Unentschieden.
2-2. Oh, der Erste, der unentschieden callt. 2-2. Okay, wer schießt die Tore? Embolo nochmal, der Dua vielleicht und der Havertz und der Wirtz. Okay, alles klar. Ja, perfekt. Danke dir. Ein kühles, prickliges Schaumgetränk. Rund und fettig. Oh, yes. Nicht Evanio. Und etwas Kalbsgeschnitzeltes mit Pilzen. Wir befinden uns im Zeughauskeller und irgendwie liegen hier überall Bilder von Phoebe rum. Wir sind jetzt im Zeughauskeller, ein absolut legendäres Restaurant hier in Zürich. Und vor dir liegt es schon, das Zürich-Schnetzlete. Schönes Kalbsfleisch mit bisschen Champignon und ein Rösti. So. Das ist so geil, ich hab so Bock. Zürich Schnetzlitz an alle Schweizer, das ist crazy geil. Ehrlich, daran hätte ich gar nicht gedacht. Also ein Rösti oder sowas. Wenn ich an die Schweiz denke, denke ich immer an Käse, Schokolade. Ja? Aber sowas wie ein Rösti hat man gar nicht auf dem Visier. Aber ich weiß, dass das, jetzt wo ich sehe, das ist typisch schweizerisch. Ja, ich bin auf deinen Gesichtsausdruck jetzt gespannt. Okay, wir nehmen hier noch die Soße. Wie teuer war das? Ich glaube, das Zürich Schnetzelte, das war, glaube ich, 36 Euro. Mit, Leute. Okay, also. Boah. Keine Ahnung, warum die Deutschen immer Rösti sagen. Warum sagt ihr das immer? Rösti, Rösti. Richtig geil. Ist geil? Yes, sir. So, du hast was Ähnliches, was ähnlich ausschaut wie Bier. Was hast du dir bestellt? Ey, die meisten Deutschen werden es nicht kennen. Das ist Rivella, Schweizer Almdudler. Und ich würde dir gerne das mal anbieten. Kein Alkohol drin, ist so ein Softgetränk. Was denkst du, aus was das hergestellt wird? Wasser und Kräutern. Milchsäure. Was? ist kein Witz. Dann ist ja voll gesund. Das ist ja wie so Kombucha. So. Voll gesund, Bro, keine Ahnung, Digga, aber es ist auf jeden Fall Milchsäure. Aber wenn ihr noch nie eine Rivella probiert habt, probiert das unbedingt mal. Biotisch dann wahrscheinlich. Du, Digga. Ist gut für den Darm. Ja, ist gut für den Darm, ja. Hau rein. Gut für die Magen-Darm-Flora von Franklin. Weil so viel Scheiße wie er isst. Lieber Scheiße essen als Scheiße labern wie du. Okay, geil, ja. Was denkst du, wieso wird die Schweiz gegen Deutschland verlieren? Boah, Bruder, ich schaue kein Fußball. Gar nicht. Kein Fußball. Nix. Das hasse ich, Bruder. Was sagt 20 Jungen wie ihr da, sie konnten noch nicht ein Buch lesen mit Tattoo. Ich schaue kein Fußball, Bruder. Okay. Sorry, sorry. Tag hier zu Fuß in Zürich unterwegs und Sophia, du kommst aus dem Staunen gar nicht mehr raus, ne? So schön, so sauber, wunderschöne Altstadt, tolle Läden, also traumhaft schön, sehr idyllisch. Ich finde es echt mega schön. Ich finde, beim letzten Video sind ein bisschen zu wenig Eindrücke aus Ungarn gekommen. Deswegen, vielleicht seht ihr hier so ein bisschen, kriegt ihr den Vibe von der Stadt. Es ist sehr viel Altbau, sehr viel Kirchen und sowas. Dann hier dieser schöne Fluss, der heißt irgendwas mit L. Das ist die Limmat. Die Limmat. Man könnte hier richtig geil reinspringen. Also ich bin mir sicher, dass hier schon mal ein anderer reingehüpft ist. Dann kann man... War das richtig, Chat? Ist das die Limmat? Europa. Was haben wir hier Schönes vor uns? Ach so, du hast mich gefragt. Können wir schon so lassen. Hast du gerade ein bisschen... Also ich hatte gerade ein bisschen Brain Lag. Also wir haben hier das gute alte Schweizer Raclette vor uns. Es sieht geil aus. Und hier mit aber den... schmeckt scheiße, oder? Genau in dem Laden war ich auch, ja, aber das Raclette, ich sag ehrlich, das war so ein Touristen-Raclette-Laden. Probier jetzt mal. Also es ist eigentlich geschmolzener Käse mit ein paar geilen Salzkartoffeln, die passen auch Florian Wirtz sehr gut. Dann hier noch ein paar saure Gürkchen. Okay, und das ist wichtig, dass man das auch so zusammen isst, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja, gut, so ein riesen Perfect Bite hatte ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber ja. Boah. Ja, ist gut. geil, ist geil, ist geil, ist geil. Ein Biss muss ich probieren. Und das schmeckt einfach hier viel intensiver, der Käse. Schaut euch mal an, wie geil der Fäden zieht und alles. Wie knusprig der hier oben drüber ist. Sophia, du machst es kaputt. Sophia! Wie knusprig der hier drüber ist, der wird oben so ein bisschen angebacken. Und das Ganze ist gepaart geil, mit ist geil, Flaschen Chat. Kartoffel. Sieht geil aus, oder? Ganz ehrlich, ist jetzt nicht die Welt neu erfunden. Nö. Also das sind wir beim Thema, wer hat es erfunden? Die Schweizer, aber Käse mit Kartoffeln zu kombinieren, Ist jetzt nicht, es ist nicht die Welt neu erfunden. aber ist geil. Da ist noch Raclette, wir lassen uns den Bite jetzt hier auch noch schmecken. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wer es von euch Sehr, schon sehr probiert hat, geil, sehr, Raclette, sehr geil. und wie es euch schmeckt. Kann man machen. Viele von euch verwechseln wahrscheinlich auch immer Raclette mit Fondue. Das ist Raclette, das ist so quasi Käse, der drauf gemacht wird auf die Kartoffeln. Fondue ist ja was ganz anderes, Ja, das ist aber- ja komplett unterschiedlich. Da macht man ja die Kartoffel in den Käse, Alter. Nee, eigentlich macht man Fondue mit Kartoffel, ist eigentlich illegal. Für mich. Für dich. So, für mich ist das illegal, man isst das nur mit Brot. Viele Schweizer werden mir jetzt widersprechen, aber es ist mir scheißegal. Und hier, Fondue ohne Kartoffeln, oder? Fondue nur mit altem Brot, oder, Chat? das ist nicht der gleiche Käse, das ist so vom Leib so abgerapst. Also das ist komplett
abgerapst da vom Leib. Okay, Digga, da merkt man ganz anders. Fundamental ein anderes Gericht. Eigentlich ist auch, glaube ich, Fondue mit so hartem Brot, das was auch schon ein paar Tage alt ist tatsächlich. Und ja, das dippt man halt quasi rein und hier ist es halt so umgekehrt. Wir wollten noch Vermicelle essen, aber die Vermicelle. sind momentan nicht Saison. Deswegen habe ich zwei andere typische Schweizer Sachen eingekauft. Und zwar Ovo Maltine. Ich feiere das extrem. Das gibt es bei uns in Deutschland. Also die Teile habe ich noch nicht gesehen. Deswegen würde ich sagen, die probieren wir mal noch. Ovo Maltine, sag ich ehrlich, ich bin nicht so der Ovo Maltine-Fan. Ich weiß, in Deutschland feiert man das irgendwie übel ab, aber irgendwie bin ich nicht so ein Ovo Maltine-Fan. Also eigentlich feiern die Deutschen eigentlich nur die Sachen, die extrem klischeemäßig und Touristenfallen sind. Ja, Ja, warum auch nicht? Hat sich irgendwie durchgesetzt, oder? ja, stimmt, okay. Und diese Ofo Rocks, unser Stativ hat tatsächlich auch noch Hunger. Schmeckt, kann man gut machen. Könnte ich mir auch geil so mit Milch vorstellen, als so richtig süße Cornflakes. Ja, ist schon geil, ja. Ovo oder Nutella, Ovo Maltine trotzdem besser als Nutella, sage ich. Ja, Was soll man sagen? Ja. Ovo Maltine hat irgendwie auch so ein bisschen anderen Geschmack als alle anderen Schokoaufstriche. Und wir hätten auch jetzt eigentlich irgendeinen so Nestle-Snack hier einfach hinbringen können und sagen können, auch typisch schweizerisch, denn viele große Konzerne kommen aus der Schweiz. Das ist geil, oder? Solche Dinger. Oh ja, sieht geil aus. Solche Dinger Digga, kommst du überhaupt Film, Alter? nennen wir hier auch Schokistängeli. Ein Schokistängeli. Yes, sir, Ich stehe auf Schokistängeli. Schokistängeli. Ich habe ein Schokistängeli in Hast du meinem die gerne im Mund? im Mund. Okay, geil, ja. Also die Größe finde ich richtig, richtig geil. Das ist so größer als Durchschnitt, würde ich sagen, oder? Ja, also das ist schon mehr als genug. Stimmst du zu? Ist okay, vielen Dank. Maelo? Franklin, absoluter W-YouTuber, vielen, vielen Dank. Er hat mich übrigens für den ganzen Tag lang komplett eingeladen. Ich habe nichts bezahlt für das ganze Essen.